Okay, The Devil Wears Prada ass für mich wirklich ein moderne Klassiker. Bleibt aber bis zum Schluss drin, weil es gibt noch 2 Tickets für an die Kinepolis zu gewinnen. Der nächste Deal hat noch immer Charme, Tempo und es ist einfach brutal innerhalb. An der Lot 20 Jahre mehr spät kommt eine Fortsetzung. Und ich fand das schon irgendwie will, weil Meryl Streep mischt normalerweise nicht gerade gerne Sequels. Aber hat sie offensichtlich eine Ausnahme gemacht. Der Film geht ganz klar auf Nostalgie. Und ehrlich, 2026 fühlt sich sowieso an wie die Jahre von den Nostalgie-Fortsetzungen. Ich gebe zu, es war einfach schön, der ganze Cast drin auf der Leinwand zu sehen. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci und das Team funktioniert einfach noch immer. Trotz 20 Jahren, die Charaktere fühlen sich direkt darin vertraut. Was ich auch cool fand, die Geschichte hält ein Thema, das haut super relevant ist. Wie evaluiert ein Magazin wie Runway überhaupt noch? Die Leute konsumieren just nach sehr Social Media Content und wann danach nimmer auf der Toilette. An seriöser Journalismus geht immer mehr zurück. Und am Film verliert Dandy Sachs ihren Job durch Budgetkürzungen. Und durch ein paar Zufall geht ihre Währung zurück auf Runway. Mit Runway selber hat die selbst froh, wie bleiben wir als All-Institution noch relevant. Das ist eine starke Idee und ich war da richtig dran. Mehr an das ist mein größter Kritikpunkt. Der Film verliert sich leider an zu viel Nebenplots. Die Geschichte unnötig und lang sein. Zum Beispiel kriegt Dandy nach einer Love Story mit nicht viel damit gemacht. Und es fühlt sich ein bisschen wie ein Filler an. Und dadurch packt der Sequel nicht das knackige Pacing vom ersten zu halten. Und obwohl es nicht 1 Stunde 50 geht, fehlt es sich Heinz du mir lang an. Aber der Humor bleibt. Filmwelt ist noch immer spannend und Modeatmosphäre mischt einfach Spaß. Und das ist auch witzig zu sehen, wie Miranda Priestley sich an der neuen Welt muss zurechtfinden. Sogar mit Sachen wie Arbeitsrecht. Das tut halt etwas. Insgesamt, ich fand den Film als Fortsetzung ganz gut. Und das nicht um Niveau vom ersten, mehr wenn du Lust hast auf eine Reise zurück an die Modewelt, da kannst du mit The Devil Wears Prada 2 definitiv der Spaß haben. Wenn dir dann nur die 2 Tickets für die Kinepolis wollt gewinnen, dann like das Video und markiert eine Person in die Kommentare, die da gerne mal an die Kinowelt tun. Und da war das schon von mir, und da sehen wir uns bei der nächsten Kehr. Ciao!